Ich wollte aufhängen an dem Herrn Staatsminister Merci so wie seine Intervention, die Deklaration von der Regierung. Ich bin auch froh, wie zu sehen, dass also ich hatte den Eindruck, dass die Regierung nur 3 Monate bei RTL konfiniert war. Und das ist schön, wie zu sehen, dass er auch im Hai sieht. Wir haben als ADR eine Interpellation gefragt gehabt über die Covid. Die will die scheinbar da zurückziehen, Herr Präsident, weil ich meine, die Initiative von der Regierung, wie heute die Debatte über die Covid zu feiern, remplaciert hat. Wir werden aber die Motionen, die man als ADR präsentiert und dann noch in diesem Kontext dann vorstellen und zum Wort bringen. Wir haben ein Bilan, den ein bisschen mehr nuanciert als für den die Regierung hat präsentiert hat, und die Regierungsparteien, die sich gelöst haben für die Arbeit, die an den letzten Monaten gelegt ist. Und das muss ich noch so, es ist vieles richtig gemerkt gehen. Wir trotzdem muss man aber Lehren sehen, aber wir müssen das auch unterstreichen, was hat können besser gemerkt gehen. Und das allererste, was man muss sagen, dass das Land schlecht vorbereitet war auf eine Krise von diesem Typ. Wir hatten so viel mehr für medizinisches Material zu kriegen, zum Beispiel für uns an den Krisenmodus ranzubringen. Und da muss ich aber so, und ich kann erst mal am Lehnert Reproche nicht mehr, die wird aber ganz neu an der Politik. Wir hatten aber eine Geschichte auch von LSAP-Gesundheitsministerin für drin. Wir hatten Pläne, wir hatten Obligationen wie Stocken zu machen, die praktisch nicht gesehen. Und das muss ich einfach durchaus auch die Lehren sehen, also, dass wir die Stocken müssen anlegen, dass wir, wann so gesundheitliche Krisen da sind, dass wir etwas haben, wo wir aber können zurückgreifen können. Muss ich noch wissen, dass Gesundheitskrise nicht die einzige Krise sind, die wir können als Land kreieren. Wir wissen nicht am Voraus, zu welchem Typ eine Krise kann sein. Wir hatten eine Finanzkrise, eine Gesundheitskrise. Wir müssen uns auch infrastrukturell und institutionell so aufstellen, dass wir besser vorbereitet sind. Und du hast den HCPN natürlich ein wichtiges Instrument. Auch da kann ich nicht dem Herrn Büttel als Staatsminister allein Reproche machen. Auch hin hat sein Viergänger am Staatsminister. Und wenn ich daran denke, wie lange es gebraucht hat, für den Hochkommissariat zu reformieren, neu aufzustellen, wo nie die richtige Energie, nicht die richtige Priorität oder hat, für daraus ein Instrument zu machen, das direkt kann effektiv funktionieren. Wir hatten in dieser Krise schon enorme Probleme, für überhaupt den Dialog zwischen den Kliniken herzustellen, zwischen den Hauptakteuren am Gesundheitsbereich. Wir brauchen auch so etwas, was kann direkt prätzen, auch an der Ökonomie, wann du große Besoin du hast, wir können zu funktionieren. Wir müssen uns also besser aufstellen. Der hat den Etat der Krise matt gestimmt. Viele Leute schreiben, wie zu sagen, das ist ja eigentlich ein Grippe und wäre aber nicht nötig gewesen. Ich muss aber so, und ich will jeden durch Schutz holen, dass den Blick, wo mir die Decisionen geholt hatten, hat mir die Bilder von Italien, wir hatten Katastrophenszenarien, die uns präsentiert wurden, mit der Möglichkeit auch von Tausenden von Todesfällen für Lützeburg. Und wir haben den Blick, meine ich, die richtige Decision geholt, für den Lockdown zu machen. Wir haben aber nur beigelehrt. Wir haben beigelehrt, und wir müssen noch darüber sprechen, wie wir Zukunft umgehen. Wir wollen den Lockdown dezidiert hatten, hat die Gesellschaft am Großen und Ganzen großartig reagiert. Wir hatten so viele Leute am privaten Sektor, Geschäfte, die sich sehr umgestaltet und innovativ waren, die auf digitalen Plattformen zurückgegriffen wurden, die sich wirklich Medien haben, für den Schock zu amendrieren, den auf hinleitet. An der Fonction publique hat man an der Education, am Gesundheitssektor, an der Force publique so viele Leute, die sich ohne alle Reserve depensiert haben, für die Konsequenzen dieser Krise nicht so schlimm zu machen. So viele Leute haben Courage gewiesen. Courage, weil sie monatelang auch zum Teil auf kleine Plätze konfiniert waren, ohne Balkon, ohne Gerd. Leute, die Krankheiten an der Familie hatten und sie versorgt haben. Leute, die nicht konnten gehen und bei anderen Leuten an der Klinik waren, die so gelitten haben, die Leute an den Kliniken, die Leute, die sie nicht konnten besichern. Leute, die mit ihrer materiellen Existenz Probleme hatten, mit Einkommensverlust, mit dem Verlust von der Arbeitsplatz, mit Leuten, die psychische Belastungen mitnehmen. Wir hatten auch viel gelebte Solidarität. Und wir hatten auch Gott sei Dank, an dem Merci will ich auch nicht vergessen, eine Landwirtschaft, eine Agrikultur, die weiter gut funktioniert hat, das wäre noch viel mehr schlimm gewesen, wenn wir auch an dem Sektor noch Probleme dabei gekriegt hätten. Am Großen und Ganzen
hat als Gesellschaft exzellent reagiert und ich meine, wir müssen das unterstreichen und den Leuten merci sagen. Aber wenn wir heute die Analyse machen, als das echt, was man muss ausschwätzen, die ökonomische Situation vom Land. Und da haben wir wirklich eine ganz dramatische Situation. Wir können uns klar nicht erlauben, und das sind wir ja manchmal alle Gurheibannen, die das sagen, für nach ein Lockdown, ein Konfinement zu machen an dem Genre, den wir hatten. Wenn wir Krankheit, wir müssen ja mit der Krankheit leben nach für lange Zeit, da muss man andere Modelle envisagieren, vielleicht das schwedische Modell allerdings mit besseren Maßnahmen für die Leute zu schützen, notamment die edlen Leute, wie das der Schwede gemerkt hat. Wir müssen, wenn wir so, wir bereden uns für auf die nächsten Monate, auf die nächsten Krisen, da muss man einen Plan haben. Ein Plan, den die Regierung soll präsentieren, wie das envisagiert wird, wenn wir können als das, was wir gemerkt haben, keine zweite Kehr erleben. Wir müssen die Ökonomie unterstützen, mit allen Möglichkeiten, die wir haben, und zwar alle Betriebe. Auch die, die Probleme hatten am Anfang, für Start-ups. Wir hatten Probleme mit Leuten, die keine Handelsermächtigung brauchen, für ihre berufliche Aktivitäten auszuführen und dadurch nicht unterstützt gesehen. Wir müssen probieren, Betriebe führende Failliten zu schützen. Und das heißt auch, dass der Staat von Lohn Delay geht oder für gewisse Arrieren anzutreiben, natürlich eine gewisse Flexibilität da muss sein, weil kein hat etwas davon, von der Betrieb mutvolles an ein Faillit getrieben wird. Wir müssen den Chômage am Erbe halten. Ein Chômage, der für uns Lützeburger Hai immer mehr schwierig wird, wenn wir eine klare Konkurrenz sind zu den Grenzregionen, wo Leute heute besser ausgebildet sind wie als Leute. Den Minister Maisch hört aus engen Reden über die Schule und so weiter. Wir kommen nur noch darüber immer gesagt, das ist wichtig, jeder hat ein Recht auf Bildung. Mit das hat nicht so viel mit dem Schulumfang oder mit der Organisation von der Schule während der Krise. Denn wir haben einen Nachholbedarf, wir haben einfach ein Defizit haut an der Qualität von unseren Schulen. Aber wenn ihr seht, jeder hat ein Recht auf Bildung, dann ist das die erste Konsequenz, die daraus muss ziehen, dass wir einfach als Bildungssystem so zu reformieren, dass wir einen Mehrwert auf Wissen legen, Mehrwert auf eine gute Ausbildung, für das wir einfach auch die strukturelle, konkurrenzielle Nachteile von unseren Leuten par rapport auch zu dem, was in den nordischen Regionen geschieht, können ausgleichen. Das ist Recht auf Bildung und das ist auch eine langfristige Entreprise, die wir umgehen müssen. Wir haben Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gehabt, die man genau analysieren muss. Wenn man zum Beispiel so ein Thema hat, als ein positives Sache, und Herr Baum hat das WTP mehr wie einmal in der Strache, dann muss ich aber auch sagen, dass das zu Ende denken. Themenarbeit hat auch als Konsequenz, dass zum Beispiel Männer Leute an der Gastronomie sind, auf ihrem Arbeitsplatz, wo sie gewöhnlich wären, Männer Leute an die Geschäfte gehen. Und das ist schon eine gewisse Kontradiktion da. Aber wenn wir Themenarbeit an ihrer Plus-Value erkennen, da muss man aber auch gleichzeitig das bis zu Ende denken. Rechte von denen schützen, die Heimarbeit machen, hier Position auch gegenüber ihrem Employeur konsolidieren. Und wir müssen daran denken, wie das sich auswirkt auf die allgemeine Struktur von unserer Ökonomie. Wir haben auch eine neue Diskussion über die Gesundheitsberufe, vom Doktor, von der Krankenkasse, vom Pflegepersonal, von der Infirmier, von dem Pflegepersonal, den wir müssen feiern. An der Krise goufen Sozialpartner praktisch ekartiert. Das ist keine gute Sache gewesen. Wir hatten Initiative von der Regierung, die hätte mit den Sozialpartnern diskutiert gehen. Und das hätte mehr auf Sozialpartner gelauscht gehen. Wie zum Beispiel auf Torresca, wo es darum ging, dass wir ein Datum zu finden, wie wir darum können abmachen. Oder ob Gewerkschaften, wenn es um Arbeitszeitverlängerung, Konsequenzen von der Digitalisierung und so weiter geht. Wir haben auch ein Gefahr. Und die Gefahr, die liegt an der geringer Politik. Wenn wir hingehen und wir machen als Ökonomie, wir wollen sie relancieren, da muss man aufpassen, dass wir keine neue Last auf die Ökonomie legen, keine neuen Steuern zum Beispiel. Und das ist wirklich inquietant, dass die Grünpartei bei all Gelegenheit sagt, wir müssen CO2-Steuer abführen, wir müssen die Akzisen erhöhen, das nach manchmal im Radio gesagt gehen. Und wir haben aber das Problem, dass wir eine Ökonomie haben und eine Privatsituation von der Stadt, wo wir uns das nicht erlauben können. Das ist vielleicht doch ein Trost, muss ich so in jedem Fall aus unserer Perspektive, dass die Ideologie, die die Partei vertritt,
an Zweifel gezucket, immer mehr an Zweifel gezucket. Und das ist ein gut Sache, weil sie als am Blick die eine Relance Ökonomik wahrscheinlich am Land am meisten menaciert. Herr Präsident, wir müssen mal gucken, wie hat sich die Krise, die wir nach immer erleben, eigentlich auf als Freiheiten ausgewirkt. Es wurde Stunden von der Exekutiv. Und das fällt Stunden von der Exekutiv war vielleicht auch Stunden von Missbrauch gewesen. Die Exekutiv kommt ganz vieles machen. Sie hatte Pouvoir Gesetze zu holen, ohne Parlament. Wie ist es dummer der Umgang? Wir als ADR hatten wir immer Probleme mit dem Artikel 32.4 von der Konstitution. Wir hatten, wo wir den angeholt haben wir gesagt, dass es besser, wenn ich keine Krise hat, Gesetze zu machen, für Krise 4 zu bereden. Wir sollen das lo machen, wir hätten Demos sollen machen, wir sollen lo machen für Gesetze zu haben, die können in Krisensituationen benutzt gehen. Es ist lo envisagiert, zum Beispiel Verlängerungsmaßnahmen zu haben, nur im Krisenzustand, der mit einfacher Majorität adoptiert gehen. Eine einfache Majorität, keine Zweidrittelmajorität, die aber direkt an Privatleben von den Leuten ergreifen. Das fanden wir nicht richtig. Wenn Grundrechte auf Vorgestaltgebung steht, dann denke man, sollte das prinzipiell nicht mit einer Regierungsmajorität sehen, sondern mit 2 Drittel, wie das Parlament muss abzugehen. Es ist auch so, dass die Tentation auch schon für drunter war. Ich erinnere mich, dass ein LSAP-Politiker in der Chambre gesagt hat, wir müssen auch daran denken, wie vielleicht das Logement, die Situation, die wir am Logement haben, über den Weg vom Artikel 32.4 anzupacken. Das heißt, wenn ihr so eine Krisendisposition hat an der Verfassung, dann muss ihr wirklich darauf aufpassen, dass sie nicht missbraucht gehen. Und dafür haben wir als ADR 3 Ansätze. Den ersten ist, wann Grundrechte betroffen sind an einem Gesetz. Auch bei von einer Krisensituation sollte man als Instrument gehen, dass man immer eine 2/3 auf Manns brauchen, sobald Grundrechte auf vorgestellt sind. Das zweite ist eine verfassungsrichterliche Kontrolle vom Artikel 32.4. Und dort hat mein Kollege Roy Reding schon eine Proposition de loi gemacht. Und das dritte ist, wir sollten also auch eine Prozedur legislativ d'urgence gehen am Parlament. Wir können auch als Parlament ganz sicher zu legiferieren. Das wären 3 Maßnahmen, die dagegen helfen. Wie sehr kann denn an so einer Situation an eine Diktatur geraten? Wie groß ist die totalitäre Versuchung? Wir hatten als Parlament zum Beispiel während den 3 Monaten vom Krisenzustand praktisch kein Machtspruchrecht. Wir sind informiert, gehen kurz die Presse informiert, gehen aus, aber der reellen Einfluss im Parlament war ganz klein, weil auch an denen Gremien, die man im Parlament in der Blick hatten, wo ja immer eine Regierungsmajorität da. Mit einer einfachen Majorität hätten die auch können legiferieren. Das heißt, wir noch da ein Defizit, wenn wir den Krisenzustand mit einer 2/3 abwehren, dann aber können mit einer einfachen Majorität als Parlament, weil das funktioniert schon viel, legiferieren, besteht auch da ein Ungleichgewicht. An einem Krisenzustand muss ich gucken, wie gesagt, sobald Grundrechte können betroffen gehen, für eine 2/3 Majorität zu gehen. Das ging das Gleichgewicht zwischen Regierung und Parlament in der Blick klar verbessern. Das Freiheit von der Presse gewesen, die auch solche gemerkt wird. Journalisten, wer das ja relativ rar hier im Land, haben sogar einen Brief geschrieben, wo sie sich beklagt haben darüber, dass hier Freiheit nicht mehr voll garantiert wäre. In dem Sinn, dass sie keine unabhängigen Informationen konnte kreieren, dass die Regierung die Informationen ziemlich zentralisiert hat. Und es kann nicht sein, dass von mir an einem gesundheitlichen oder anderen Krisenzustand sind, dass Freiheit von der Presse irgendwie in Quarantäne gesagt wird. Wir hatten als ADR, das hat mein Kollege Gastschiberian einen Brief geschrieben darüber, ich meine, Herr Moser von der CSV hat auch da interveniert, darüber gut eine Diskussion mit dem Conseil de Presse darüber, es thematisiert gehen, aber das Defizit besteht weiter. Wir haben schon dauernd Druck auf Meinungsfreiheit. Und das ist nicht harmlos, wenn man gesehen hat, dass im Europaparlament bloß zum Beispiel gesagt wird, wir müssen zum Beispiel auch Gesetze oder Fake News können bestrafen, wenn nur irgendwie die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt wird. Was heißt das zum Beispiel Fake News? Das heißt, an den Ende von der Majorität am Europaparlament anscheinend, dass von Neuigkeiten, die könnten Leben von Menschen an Gefahr bringen sollen, können verboten gehen. Das ist nicht richtig, weil da haben wir zum Beispiel eine Diskussion um Impfstoffe. Wenn nur eine Majorität der Meinung ist, ein Impfstoff, das wäre etwas, was ich nicht vorstellen, weil sonst Leben von Leuten an Gefahr geraten, da besteht die Risiko auf jeden Fall, dass Leute, die dummer da nicht d'accord wären, könnten zensuriert gehen. Wir gehen ganz weit, wir gehen immer mehr weit,
an den Erschränkungen von der Meinungsfreiheit, auch an Krisenzeiten oder vielleicht besonders, und wir werden als dagegen wehren. Kontrolle von den Leuten. Wir hatten einen Druck gegen Bürgergeld. Bürgergeld ist ein Teil von der Freiheit, als Anonymität. Wir wollen, dass Bürgergeld überall muss weiter akzeptiert gehen. Wir haben die Diskussion über Tracing-App, wo ich aber Gott sei Dank feststellen, dass alle Parteien hier sich aber da einig sind, dass wir das nicht wollen. Wir haben die Diskussion um Versammlungs- und Demonstrationsrecht. Und auch da muss man aufpassen, dass wir nicht selektiv sind. Wir hatten während dem Krisenzustand zwei interessante Beispiele. Wir hatten die Ratifikation vom CETA hier, die mit Regierungsparteien gestimmt haben. Und da hat man eine Demonstration für, da die immer 20 Leute, die müssen Aufstand halten und so weiter. Wir hatten auch am Krisenzustand, den 4. oder 8. Juni, ich weiß nicht mehr, wir nach immer am Krisenzustand, eine andere Demonstration, Black Lives Matter, da wo 1500 Leute, und praktisch keine Distanz zwischen ihnen. Wir müssen also auch da aufpassen, dass man nicht anfängt, selektiv zu denken, wenn es um Demonstrations- oder Versammlungsrecht geht. Wir sollen gucken, wie sie so gut wie möglich zu erhalten. Das Recht auf eine Familie. Das Recht auf eine Familie, das ist etwas, das ist an der Verfassung vorgesehen. Als Verfassung schreibt eins 4, l'État protège les droits naturels de la famille. Das ist nach immer Verfassungstext. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das ändern wollen, aber das ist nach immer Verfassung. Haben wir das gemerkt? Haben wir das gemerkt, das Recht von der Familie geschützt, wenn man Besuchsrecht einschränken gehen? Das muss man sich überlegen. Das ist auf jeden Fall auch da eine Spannungszone, wo gesagt wird, den einen darf den anderen nicht mehr sehen, weil das eben aus hygienischen oder anderen Gründen nicht nötig ist. Und es war schon ein Problem bei der Regierung, dass da Direktiven nicht klar genug waren, und noch den verfassungsmäßigen Auftrag für die Familie zu erlauben, hier Recht zusammen zu bleiben, als Familie geschützt zu sein, aber wahrscheinlich nicht genug respektiert wird. Bei der Bewegungs- und Reisefreiheit haben wir auch Problematiken. Wir hören, dass von verschiedener Seite gesagt wird, ja, wir müssen Reisen allgemein einschränken, Fliegerreisen ähnlich gesehen oder den Flieger durch den Zug ersetzen und so weiter und so fort. Auch da muss man aufpassen. Erstens darf man aus ökonomischen Gründen als Land nicht marginalisieren. Wir brauchen auch gute Flugverbindungen, so als Finanzplatz. Sowieso macht das echt Affer, und das ist nachher immer eben ein Pilier von unserer Ökonomie. Und wir müssen noch den Leuten erlauben, hier Bewegungs- und hier Reisefreiheit so weit wie möglich nicht zu erhalten. Datenschutz ist ein anderes Spannungsgebiet. Wir hatten heute Entwicklungen, wo gesagt wird, aus irgendeiner Urgenz raus muss man sehr eine Etude machen, noch das kann ich nachvollziehen. Wir haben so eine Etude gemerkt, also da richtig ein Privat-Meinungsforschungsinstitut auf einmal da eine medizinische Etude mit anzubannen, als den Datenschutz garantiert, dann wären Konditionen, alles das sie froh, in denen sich stellen kann. Es gibt Kritiken in der Politik, die ganz sicher kann machen, und dem wird gemerkt. Das ist nicht nur Kommunikationspolitik von der letzten Zeit, aber pure Absurditäten, auf die gehe ich nicht weiter ran, wie die Sache mit den Spielplätzen oder von dem Motorrad unterwegs ist es gut, von dem Auto unterwegs ist es nicht gut, für Spazieren zu fahren. Go so eine Reihe von Absurditäten, mit das nicht das Hauptproblem. Wir hatten an der Ökonomie zum Beispiel das Problem, dass Kleingeschäfte nicht sehr genug unterstützt werden. Die Kleingeschäfte müssen zuholen, die Groß konnten abholen, da wird die Argumentation ganz schwer. Und da hätte können erwarten, dass die Regierung viel mehr flexibel und sehr reagiert. Wir hatten am Familienbereich eben keine klaren Instruktionen für die verschiedenen Häuser, das sind Privatstrukturen, und aber müssen der Staat dafür sorgen, dass das Recht auf der Familie besser geschützt gesehen. Wir hatten auch bei der Grande Region eine praktische Absence von Regierungspolitik. An der Schule, das war, was wir hier gesehen haben, an Eisen irresponsabel. Der Minister Maisch hat den Homeschooling abgehalten, weil er argumentiert hat mit der Argumentation, die wohl schwer, die doch Gewerkschaften aus dem Sektor nicht überzeugt. Wir hätten können den Homeschooling führen und die an die Schule zurückholen, die eben beim Homeschooling Probleme hatten. Das wäre möglich gewesen. Wir sind aber auf einen enormen Vorgang wie die A- und B-Gruppen zu machen, mit dem Civicol, mit so vielen Leuten, die da schrecklich viel Arbeit daran investiert haben, für dann kurz vor der Vakanz auf ein anderes System zu kommen. Und so viele Leute haben das Gefühl, das kann er da ein bisschen Versuchskaningerscher werden, wie die Schule oder die Gesellschaft allgemein, das geht nicht.
Aber wir müssen noch gucken, wie wir die Rentrée vom nächsten Jahr aufhängen, eben auch für Infektionen durch Schulwesen zu verhindern. An der Belüftung, aber einen Plan, wie mit kleinen Klassen zu machen. Alles das muss ich mal bedenken, für das man nicht nur an der Rentrée am September Probleme kriegen, wie wir es am Blick haben. Den Herr Finanzminister, wir wünschen eine bonne Chance für die Wahl, die haut ist. Aber nur am Anfang von der Krise hat die Regierung direkt die Corona-Bonds voll unterstützt, die an der Europäischen Union nicht durchkommen sind. Und ich muss so Gott sei Dank nicht durchkommen sind, weil sie hätten aber die Schuldenlast auch für Lützeburg Remmert Lucht gesagt. Wir wissen nicht genau, wie es berechnet wird, wer wusste den Blick. Wir müssen einfach gucken, dass wir eine proper, klare Trennung haben zwischen nationalen Schulden und europäischen Schulden. Und noch einmal blicken darum eine Diskussion in Europa oder Schulden von anderen Staaten. Auch einmal Blick haben wir so eine Diskussion. Ich bin froh, dass noch ein paar Staaten in Europa aber wissen, wo dort ein Unterschied liegt. Der Minister ist auch d'accord und die Regierung ist d'accord, dass neue EU-Steuern sollen angefeuert gehen, dass wir einen Beitrag sollen haben für den britischen Brexit irgendwie zu kompensieren. Alles das sind Belastungen und Gefahren für uns als Staat, Belastungen für die Leute, die wir nicht brauchen, und Gefahren für unsere wirtschaftliche Kompetitivität. An der Baupolitik muss ich sagen, da kann ich nicht mehr sagen, dass die Regierung nicht genug Erfolge gemacht hat, für die Grenzen abzuhalten. Es ist doch nicht normal, dass eine Regierung sich schon den Bundesinnenminister allein adressiert, weil die speziell kompetent wäre, für wer nicht und eine Bundeskanzlerin und einen französischen Präsident direkt. Ja, für wer gehen heute Briefe geschrieben und Regionalparlament oder Regionalbundeslandpräsidenten, wie dort zu intervenieren. Alles das geht nicht durch. Den Eindruck bleibt, und ich meine, das ist absolut berechtigt, dass diese Regierung wenig Einfluss an Europa hat, wenig Einfluss auch bei den Nachbarstaaten, sonst wäre das nicht so weit kommen. Der Minister Asselborn hat interveniert, und es ist auch gelungen, am Eisleg 1 oder 2 oder paar Grenzpassagen abzulösen, was ganz gut ist, und das begrüßen wir. Aber das ist aber nicht die Approche, die ihr braucht, als souveräne Staat gegenüber den Nachbarstaaten, für die Interessen wirklich zu vertreten. Wir hatten andere Sachen. Es hat uns gewundert, wie Sie gesehen haben, Israel-Politik eine Priorität von der Regierung war, vom Minister während der Zeit, oder Migrationspolitik. Das alles sind nicht die Nationalprioritäten gehabt, die wir den Blick wirklich gebraucht hätten. Wir hatten auch den Minister Asselborn, hat die Möglichkeit gehabt, am Centre de Retention zum Beispiel über den Artikel 32 zu legiferieren, dass die Leute, die dort dran sind, lang dranbleiben. Weil das ist alles am europäischen Recht auch möglich gewesen. Wir haben die Leute, hier hat die Leute laufen gelassen, mit Konsequenzen auch, und darüber wird man an der Polizeikommission noch weiter diskutieren. An der Justiz muss ich sagen, dass die Justiz ganz losgelaufen ist während der Zeit. Das ist auch aufgefallen, dass nämlich da, man am Tanzort eine Reihe Initiativen geholt wie der Kultursektor, das war auch ganz gut. Mit Justiz ist wirklich auf einem Ralenti gelaufen während der Zeit. Das hat nicht der Sinn. Es hat auch nicht der Sinn, dass den Droit de Visite von den Pappen oder von der Mama, je nachdem wie gerade Besuchsrecht hat oder nicht gehabt, dass das so schwer gemerkt ist, dass durch eine Direktive von einer Richterin und dass du auch nicht mehr energisch interveniert wird. Das kann alles nicht sein. Und da hat die Regierung einen ganz anderen Approach haben. Wir haben als Lützeburg ein Defi, dass das Reparieren durch die Krise und Wackeln kommen. Der nächste Repair, den wir müssen gucken, das ist einfach die Globalisierung. Wir haben die Globalisierung über Jahre betrieben, weil wir auch ökonomisch Avantagen davon hatten. Mit die Globalisierung ist nicht die Antwort. Sie ist nicht die Antwort an der Tumorologie gesehen, weil wir uns an Aufhängigkeiten Brust tun, die wir nicht können an einer Krisensituation besonders verdrohen. Wir hatten die Diskussion hier beim CETA und ich muss sagen, dass die Kritiken, die gehen so aufkommen, Februar gesehen, und Pertinenz gewonnen haben. Die Kritiken unenger übertriebener Globalisierung. Wir haben das schon gesehen, und wir mussten hingehen an eine teilweise Neuindustrialisierung von Europa und noch von Lützeburg für die Defizite, die wir in unserer industriellen Struktur haben, für deren auszugleichen. Beispiel pharmazeutische Industrie. Und wir können uns auch als Lützeburg nicht verschließen. Auch wir brauchen und müssen beitragen zu einer mehr größer europäischer Unabhängigkeit oder auch zu einem Teil zu einer nationalen Unabhängigkeit an diesen Bereichen. Die Europäische Union hat einen enormen Prestigeverlust erlitten.
Das jo eng Ironie gewircht. Eng Ironie, dat die Europäische Union, dat man Europa der hat den Regierung afordert huet fir den 9. Mai, an dat man de gefeiert mat zouene Grenzen mat enger Zeremonie zu schengen, die eben da wo ze wär. Et das menglech e moment revelateur gewircht fir den Zustand vun der Europäischer Union an och fir eng Politik, die d' Europäische Union eigentlich kritiklos als eng doktrinär Vision erscheinen lässt, die mir aber net können so voll mat drohen. Ich meine, keng Institution huet wahrscheinlich soviel Kredibilität verloren an dieser Krise wie die Europäische Union. Die Diskussion will eigentlich mehr Kompetenzen auf europäischem Niveau zu verlehen. Als eng die der Europäische Union schlussendlich nach gegen méi schuden. Well du stell dich mal vier, et wird die Europäische Union, wie als Europa Deputéiert dat proposéiert hun, die gegen drüber desideieren, ob ein Konfinement wäre oder nicht. Da müssten dat global Regeln sind, die für Sizilien dieselbe sind wie für Reis oder für mehr nördliche Regionen, ohne eng lokal politische Verantwortung. Wir brauchen so Decisionen auch nur bei den Leuten, die einfach die Lokalsituation mit berücksichtigen. Aber wir können nicht einfach hingehen an alle Kompetenzen oder Neukompetenzen der Europäischen Union gehen. Da sind enorme Risiken damit verbunden, auch für allem für die Europäische Union. Ich will das halt klar so. Wir haben als AD immer gesagt, dass wir für das Prinzip der Europäischen Union sind, wenn wir sie brauchen. Und dafür muss man auch ganz gut aufpassen, dass man die Europäische Union nicht mit neuen Kompetenzen belastet, die hier unter dem Strich gehen, nach mehr Kredibilität holen. Es ist nicht an unserem nationalen Interesse. Wir haben auch ein anderes Repair, und da haben wir ja heute eine Motion, Herr Spautz hat gerade eine Motion am Namen von allen Parteien deponiert, dass das so Strukturen wie die Weltgesundheitsorganisation und so weiter, dass da muss das Funktionament überprüft gehen, weil wir müssen uns auch können an einer Krisensituation auf so Institutionen verlassen. Als Gesellschaft ändert sich. Sie ändert sich als Familien zum Beispiel, wo Großartiges gelegt. Und wir haben als ADR immer gesagt, dass wir gerne hätten, dass Familien können für sich selber dezidieren, ob sie daheim bleiben, an sich um Kinder kümmern, egal ob Mama oder Papa. Und wir sind an der Attitüde konfirmiert gehen. Wir haben das ADR ältere Geld, das wir wollen aufhören, als eine aktuell und moderne politische Option für die Familien nicht stark zu machen. Für es zu erlauben, dass Leute daheim bleiben bei den Kindern und sich um sie kümmern. Ich meine, all das, was wir hier als Regierung Notmaßnahmen gesehen haben, wie der Congé pour raison familiale oder der Congé pour soutien familial, die Maßnahmen, die wären schon aufgedeckt gewesen, von als Initiative schon da gewesen. Wir haben da den richtigen Weg, wir müssen die Familie stärken. Die Altersversorgung an Fleisch müssen neu kontrolliert gehen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass die zwischenmenschlichen Relationen durch das Social oder Physical Distancing sich nicht aufkillen. Wir brauchen kein menschliches Kilt, wir müssen einfach gucken, dass wir auch da an als Gewünschten so sehr wie möglich zurückkommen. Es ist auch leider so gewesen, und das ist ein kulturelles Sache. Kulturleben, das auch brauchen wir auch speziell das religiöse Leben, will ich hier nehmen. Auch da muss ich sagen, das ist nicht normal, dass die Regierung lange nicht auf Briefe geantwortet hat, diese Krut an dem Kontext. Es ist auch schön gewesen, dass von ein Pastor irgendwo am Land 4 Uhr Kirchen Tantum Ergo bietet, was kein Mensch hört, dass dann direkt daraus ein Skandal gemerkt wird. Solange Leute eine physische Distanz bewähren, als null Risiko. Für was sollen Leute nicht für eine Kirche, der für ein Tantum Ergo bieten. Und dann die politischen Konsequenzen, mit denen wir konfrontiert sind. Wir haben gesagt, wir müssen mit dem Virus leben, wir brauchen eine bessere Präparation, wir müssen zurückkommen bei persönlichen Freiheiten, und wir müssen noch den medizinischen Sektor neu abrichten. Eine von den Optionen, die mir auch immer noch Februar tun, und die, wo ich muss sagen, dass das auch ganz gut, dass die Regierung auch darüber schafft, als Militärmedizin. Wir brauchen einfach, wir wissen, wir müssen mehr ausgeben für die Défense, aber wir sollen gucken, dass wir so viel wie möglich von denen Depensen auf eine sinnvolle Manier für unser Land können ersetzen. Militärmedizin ist eine sinnvolle Manier, wo wir können suchen, investieren. Wenn wir so ein Spital gehabt hätten während der Krise, das hätte uns geholfen an der Krise. Wissenschaftliche Forschung braucht man, wir müssen noch vielleicht darüber nachdenken,
ob man nicht eine Quarantäneinfrastruktur an irgendeiner Form brauchen. Ich weiß nicht, ob da schon Pläne bestehen auf der Seite von der Regierung, wenn wir auf so einen Weg müssten gehen, dass wir aber da vorbereitet sind mit einem Problem mit Infrastrukturen, die als Land vielleicht tut, aber für andere Zwecke benutzt. Steuererhebungen als natürlich schon gesagt, dass man es wirklich dagegen führen, dass man nur eine CO2-Steuer kriegen oder eine Akzisesteuer. Mir am Raum steht die Steuerreform. Und mir hätte gerne, und da unterscheiden wir es fundamental von der Demokratischen Partei, wir so Lust Familien auch. Familien haben Großartiges gelegt, aber wir wollen einfach nicht, dass unter dem ideologischen Kreuzzug, den hier gefeiert wird, einfach die Individualisierung noch viel getrieben wird. Der Baum hat ein Ried gehalten, du hast mir wirklich kalt gelaufen. Der Staat darf nicht mehr etwas und darf nicht mehr gucken, wie wird verdient, und nicht auf einer Lebenssituation. Das ist nicht verfassungsmäßig korrekt, Herr Baum. Ich habe schon für Druck gesagt, dass die Verfassung sieht, l'État protège les droits naturels de la femme, les droits naturels de la famille. Das ist ein Verfassungsauftrag. Aber wir sollen nicht hingehen und das einfach ignorieren. Das steht nicht in der Verfassung, l'État regarde ce que les gens gagnent et essaie d'avoir un maximum d'impôts. Das steht da nicht dran. Es steht da, il protège les droits naturels de la famille. Das ist der verfassungsmäßige Auftrag. Und das nicht, wie einfach zu gehen, wir ignorieren das, weil dir meint, es wäre ein Individuum, und es wäre egal, wie zu das ist doch lange nicht egal, wie die Leute zusammenleben, das ist der Kammer nicht egal. Familie, das ist eine Institution für gut für die Kinder, und wir sollen die schützen. Das ist auch ein Auftrag. Es ist ein Auftrag. An den Mittelstandsbockel gut, dass sie noch Sachen, die man da muss gucken, aber für alle, wir wollen eine Steuerreform ohne die Ideologie. Gegenteil, wir gehen Familie schützen, wenigstens als HDR. Über die Staatsschulden, schwätzt mein Kollege Gastiberien nur nach, wir sind da in einer ganz gefährlichen Situation, weil die Schulden wussten. Und du hast doch absurd, was die Geringheit immer gesagt hat. Ich will das aber auch klar nachstreichen. So etwas will ich noch nicht hören. Die Geringvertreterin könnte hinter, also Staatsschulden, das wäre sich für die Zukunft von den jungen Generationen zu garantieren. Aber das ist absolut nicht der Fall. Staatsschulden sind eine Last für die nächsten Generationen, weil irgendwie sie sind etwas, was den Handlungsspielraum von den jungen Leuten für die nächsten Generationen anschränkt. Es ist einfach, weil wir überall Verhältnisse leben. Das was das ist. Wir leben überall Verhältnisse, erschränken dummer den Handlungsspielraum von den jungen Leuten, von den nächsten Generationen an. Wir machen etwas Unverantwortliches. Wir machen das Kontra von nachhaltiger Politik an dem Bereich, wenn wir permanent Schulden machen, weil sind wir an die nächsten Generationen, die darunter leiden. Wir dürfen nicht auf den Weg gehen. Und dafür haben wir immer gesagt, wir sollten gucken, wie ein Gleichgewicht zu haben, nicht über das Verhältnis zu leben. Schulden ist der falsche Weg. Und so Erklärungen, das ist einfach nicht nur vollziehbar, wie in so etwas kann sagen. Wir müssen mehr unabhängig gehen, Herr Präsident. Und dafür, wie das zu machen, mehr unabhängig und mehr resilient. Und dafür hatten wir eine Reihe von Motionen, also hat löst, und ich will kurz zu den 3 Motionen schwätzen. Das ist wichtig, auch wenn es im Temps de Parole, die ich schon deponiert hat, die wir einfach deponiert hatten, ohne sie zu präsentieren und ohne sie aufstimmen zu lassen. An die 3 Motionen, die ich heute erwählt, nach ein Jahr tabliert sind sie schon, aber ich will es nach ein Jahr dem Präsident geben, der doch schütteln so ein Jahr gucken. Die haben eigentlich als politisch aus Konklusionen von dem, was ich so gesagt habe. Die erste als eine Motion vom 21. März, wo wir so, wir müssen einfach nicht nur gucken, dass wir mit widerstandsfähig gehen, dadurch, dass wir auch lebenswichtige Güter hier am Land nicht können stockieren. Dass das Landwirtschaft unerkannt wird, also wichtigen Teil von der Lebensmittelsicherheit. Dass man muss noch gucken, dass man eine nationale Reserve von lebenswichtigen Güter, irgendwann in den mannerscheinen Erscheinungen, die man hatte während der Krise, wo ja die, dass man zu einem Blick X hat man Hamsterkäf. Das braucht ein Land nicht, was einfach vorbereitet ist. Die Leute wissen, wir haben eine Reserve von lebenswichtigen Güter, wir haben eine Aufmerksamkeit für die Landwirtschaft, wird einfach nicht vorkommen, dass wir in einer Situation sind, wo wir auch einmal mit Angstgefühlen reagieren. Das wäre nicht nötig. Aber wir sollen gucken, dass wir da auch mit den logistischen Kräften hier im Land ein System finden, wo wir können das verdelen, wenn es nötig ist. Die zweite Motion, die geht in dieselbe Richtung. Und da geht es um Medikamente, um die hygienischen Produkte, die man braucht, an einer sanitären Krise. Auch da so wir müssen gucken, dass wir eine Reserve haben.
an dat déi auch funktioniert. Die muss auch permanent geriert wie all die Reserven. An den Hochkommissariat de la Protection nationale wärfle eng méiglech geht am Blick hin vorgemerk fir dat vu Klinike werden en gewisser Zeit mechen zu losen. Wie lang kann dat funktionieren? Wie en Kächte sind immer da verbunden? Das ist eng staatlich Aufgabe. Wir an dene Bereiche, wo man Fleisch können an Engpass kommen, zum uns bei lebenswichtige Medikamente, für dat ernst unzupacken, aber wie dat Leute das Gefühl haben, egal was geschieht, wir sind für eine Zeit versorgt. Das soll man machen. Ich meine, das ist eine Verantwortung, den all Staat soll op sich schulen, aber wenn wir eine Lehre ziehen aus dieser Krise, dann ist es auch die, die wir uns da sollen vorbereiten. Es geht nicht durch zu verdelen, es muss an Zukunft denken, weil ich meine, gouverner c'est prévoir, das gehört essentiell auch zu den staatlichen Aufgaben, für das wir Leute schützen, für den Fall, wo eben an eine Notsituation rankommen. Und das dritte ist etwas, das betrifft Petrolsreserven. Wir haben immer das Problem hier am Land, wenn wir ganz kleine Petrolsreserven hier am Land tun. Es ist nicht populär, es hat Nachteile und so weiter. Aber wir waren schon ein für ein paar Jahre als einen ganz anderen Grund an der Grenze von unserer Versorgungsfähigkeit, die uns durch ein groß kehlt. Aber wir wussten nicht, ob wir über Schiffe oder andere Wege noch könnten approvisioniert gehen. Wir haben Obligationen für 90 Reserven zu holen. Und da geht am Blick gesagt, gut, als Reservelein zu einem kleinen Teil hier am Land, und dann haben wir zu Antwerpen, haben wir noch einen Lehrer, und wir haben noch kontraktuell Obligationen oder virtuelle Reserven. Alles das geht nicht durch am Notfall. Wir brauchen eine Reserve hier am Land, die groß genug ist, für uns aufzusichern. An den letzten Jahren ist es noch mehr schwer, darüber zu schwätzen, weil wir eine Regierung haben, wo Leute dran sitzen, die mengen die Elektromobilität wäre das Problem, weil wir Elektromobilität brechen, wir keine Reserve mehr für uns Tankstellen. Den Park und Elektromobilität hier im Land ist extrem klein. Ein paar Prozent vom totalen Fuhrpark, aber im Utilitär bald nicht. Und kann ich doch nicht gehen, also wenn wir ein paar Bornen aufstellen für die paar Elektromobil Gefierer, die wir haben, die auch sowieso eine Reichweite haben von ein paar Kilometer, also es auch nicht viel bringen, wenn wir wollen ehrlich sehen, wenn man aus der Ideologie mal rausgeht, dann ist da kein Grund, für als Kamion noch stehen zu lassen, wie die meisten für Kühlen stehen zu lassen, für als Agrikultur nicht immer zu Brennstoff können zu versorgen und so weiter. Wir müssen auch da verantwortungsvolle Politik machen, keine Ideologie, aber wir brauchen einfach Lehrer hier am Land. Ob das populär ist oder nicht, auf jeden Fall bei der geringen Partei ist nicht populär, mit das eine Notwendigkeit. Eine verantwortungsvolle Politik heißt auch, dass wir müssen an dem Do-Bereich Reserven haben. Wir brauchen Reserven und lebenswichtige Gitter und Medikamente, und aber auch Petrol. Und in dem Sinn, Herr Präsident, ich schneide bei den 3 Optionen. Merci. Und so, vielmals merci. Merci vielmals.